Kanal mit der Zeitreise. Wir gehen jetzt in das historische Lochmann-Haus. Das ist das älteste in Starnberg erhaltene Haus. Museum Starnberg. Hier steht das Prunkschiff König Max II. Bei Seepartien ließ er sich darin auch mal von Hans Christian Andersen persönlich die kleine Meerjungfrau vorlesen. Der größte Schatz aber, sagt Kuratorin Claudia Wagner, ist sie, die heilige Katharina. Also das ist jetzt tatsächlich das Highlight unseres Museums. Eine Skulptur von Ignaz Günther, also das war der Rokoko-Bildhauer. Die war schon ausgeliehen im Victoria and Albert Museum. Die Mona Lisa des Hauses, sag ich immer. Eigentlich läuft gerade das erfolgreichste Jahr des Museums, auch dank einer Oskar Maria Graf Sonderausstellung. 11.000 Besucher, Rekord. Doch ausgerechnet dieses Jahr heißt es plötzlich im Stadtrat auch, können wir uns das Museum noch leisten? Die finanzielle Lage der Kommune sei extrem angespannt. Tatsächlich habe ich nicht mit der Diskussion über die Schließung gerechnet. Das ist sehr, sehr ärgerlich, weil wir in der bayerischen Verfassung stehen haben, dass Bayern ein Kulturstaat ist. Und gerade Museen wie dieses, wir sind eine kleinere Stadt, Starnberg, und wir sind jetzt schon sehr, sehr stark konzentriert auf München. Und gerade da ist es ganz, ganz wichtig und identitätsstiftend, dass wir vor Ort etwas haben, dass wir vor Ort tatsächlich unsere Geschichte vermitteln können. Seit Jahren wird gespart. Kürzere Öffnungszeiten, weniger Personal, kein Geld für Sonderausstellungen. Selbst die Schließung eines der renommiertesten Heimatmuseen in Bayern ist nicht ausgeschlossen. Dabei sind es nicht nur die großen Staatsgemäldesammlungen, die die bayerische Kulturlandschaft prägen, sondern eben diese Heimatmuseen. Etwa 300 davon gibt es. Noch. Das klassische Heimatmuseum, ich bezeichne es immer gerne als Intensivpatient, das einer sehr intensiven Behandlung bedarf, dass wir die überhaupt halten können. Aber es werden mittelfristig, gehe ich davon aus, ziemlich viele Heimatmuseen schließen und ja, nicht mehr existieren in den nächsten Jahren. Heidenheim in Mittelfranken. Etwa 2000 Einwohner und fast genauso viele Sammlungsobjekte im ortseigenen Museum. 1985 gegründet und ehrenamtlich betrieben von ihm, Helmut Krumpholz. Gehen wir da zuerst dahinter. Unser Klassenzimmer mit den Tafeln oder mit Griffelschreiben. Ja. Und da war das ganze Zeug drin. Die Ortsgeschichte Heidenheims als liebevoll betreutes Sammelsurium. 200 Besucher sehen sich das im Jahr an. Die Zukunft dieses Heimatmuseums höchst ungewiss. Das Schwierige ist, wenn man das ehrenamtlich macht. Das war einfach überfordert. Momentan, wir haben schon öfters geschaut, dass wir jemanden finden oder dass man jemanden einarbeiten kann. Fehlanzeige. Man muss sich die Geschichte der Museen ansehen, um ihre Probleme zu verstehen. Zwischen den 50er und 80er Jahren gibt es einen regelrechten Gründungsboom. Die Menschen besinnen sich auf ihre Heimat, denn viel davon haben sie gefühlt verloren durch das Verschwinden kleinbäuerlicher Strukturen und die nahende Globalisierung. Man sehnt sich nach Selbstvergewisserung. Man hat gesammelt wie wild, also man hat alles gesammelt, was man kriegen konnte, ohne Konzept, ohne großen Plan, alles, was irgendwie alt war. 3 Dreschflegel. In der Mitte der Vorläufer des Dreschflegels das Dreschscheit. Hier eine handgeschmiedete Missgabel. Prinzipiell für mich ist jedes Museum, das schließt, natürlich ist das ein Verlust. Ja? Aber wenn man es jetzt mal rein objektiv betrachtet, ist es einfach so, dass es vielleicht die in der Masse nicht mehr braucht. Menschen sind auch mobiler und also es muss vielleicht nicht mehr so am Ort sein. Gleichzeitig ist es so, dass man die Museen, glaube ich, schon dringend braucht, weil die Menschen sich auch immer mehr von ihrer von ihrer Herkunft auch entfernen, ja, wo sie herkommen, wo sie aufgewachsen sind, wie die Dorfgeschichte war zum Beispiel. Andrea May berät Heimatmuseen. Es geht um Finanzielles, aber vor allem auch darum, wie jahrzehntealte Ausstellungen entstaubt werden können. Museum Treuchtlingen. Vor 2 Jahren hat die 31-jährige Sarah König hier die Leitung übernommen. Das Schlimmste eigentlich tatsächlich an der Ausstellung ist die Präsentationsform. Dann hat man diese alten braunen Vitrinen aus den 80er Jahren. Teilweise sind die Vitrinen viel zu hoch, als dass Kinder zum Beispiel reingucken könnten. So viel Text dabei, der gar nichts mit der Stadt zu tun hat, mit der Region zu tun hat. Also dieser rote Faden fehlt total in der Ausstellung. Dazu kommt, Sarah König ist für fast alles alleine zuständig.
Geschäftsführerin, Hausmeisterin, Kuratorin. Und sie muss vor allem aussortieren. 30.000 Objekte, eine der größten kulturhistorischen Sammlungen in Bayern. Nur leider hat vieles hier gar nichts mit Treuchtlingen zu tun. Und die Sammlung endet schon etwa 1930, als hätte es die letzten 100 Jahre nicht gegeben. Wir haben ja eine sehr viel vielfältigere Gesellschaft, sehr viel mehr Zuzug bekommen auch. Und das fehlt hier komplett. Und das ist auch was, wo man unbedingt auch weiter sammeln muss. Und natürlich auch sagen muss, auch die 50er, 60er Jahre, wo es losging, vielleicht auch mit der ersten Welle der Gastarbeiter, die hier nach Treuchtlingen kamen, die nochmal eine ganz eigene Kultur, eine ganz eigene Heimatvorstellung mitgebracht haben. Und das ist eigentlich genau das, was hier noch fehlt. Zurück in Starnberg. Hier fehlt immer noch vor allem Geld. Obwohl sich seit der drohenden Schließung einiges getan hat. Der Freundeskreis des Museums hat eine Petition für den Erhalt gestartet. Fast 2000 Unterschriften und einige Spenden. Das ist unser Zwischendepot. Das Geld soll eine neue Ausstellung ermöglichen. König Ludwig II. Muss herhalten. Es geht um die letzten 4 Tage vor seinem Tod. Heimatgeschichte als True Crime. Man kann sie alle abholen mit diesem Thema. Das enthebt uns als Museum aber nicht der Sonderausstellungsarbeit, auch danach. Denn auch diese Ausstellung wird altern. Auch diese Ausstellung werden die Menschen in Starnberg irgendwann gesehen haben. Und um wirklich hier gesellschaftlich aktiv zu bleiben, um lebendig zu sein als Ort, etwas hineinbringen zu können in die Gesellschaft, müssen wir immer wieder Neues produzieren. Heimatmuseen sind nicht nur Verwahranstalten der Vergangenheit, sondern müssen auch lebendige Orte der Gegenwart sein. Nur so können sie überleben.